Hast du schon mal etwas mit einem YouTuber gehabt? Und wenn die Frage kommt, Chat, dann wird es natürlich spannend. Und dann schauen wir auch das Video. Und wie immer, wenn wir das Video von der Nati schauen, probieren wir natürlich mitzumachen und auch mitzumachen. Hast du schon mal ein Video vom anderen cringe gefunden? Wenn ja, welches? Amaelo anonym anrufen und so tun, als wären wir der grösste Fan. Schon mal was mit einem anderen YouTuber gehabt? Okay. Bist du ready? Bin nicht ready. Hey, mein Pony. Kleine SPEN. Heute und herzlich willkommen zu einem Danke für deine kleine Spende. Video. Ich bin mal da mit der LaRouche. Das ist mein Outfit. Yes. Bitte geht sie ab dem Stuhl runter. Wow. Schweizer YouTube Quality Content, meine Damen und Herren, da haben wir es wieder. Und wir machen heute, Wahrheit oder Pflicht? ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Ich habe da ein paar Sachen auf. Was machen wir heute für ein Video? Ich glaube, wir machen Wahrheit oder Pflicht. Ein paar weiss ich schon, ein paar noch nicht. Die haben es mir auf Instagram stellen. Können wir gerne auch folgen. Ich heiße dort Natisel Unterstrich. Wir haben noch bei der Laras Video gedreht. Ich könnt gerne auch noch vorbeischauen. Was haben wir gedreht? Wir machen das Video, wo wir dann in einem Jahr nochmal zurück drauf schauen und schauen, wenn es noch gleich geblieben ist oder was sich verändert hat und so. Und euch wünschen wir natürlich ganz ein schönes, gutes, tolles 2021. Stimmt! Ey, alle, die zuschauen, ein wunderschönes 2013. Ich hoffe, wir haben einen guten Rutsch gehabt. Ist alles super geflutscht. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Wer will anfangen? Ich würde sagen, du fängst an. Ich will anfangen. Frag die andere Person auf ernste Weise, ob du an ihrem Ohrläppchen abknabbern kannst, wie ein Liebesgeständnis. Aber ich muss es nicht machen, das ist jetzt... Lieber Franz, ich habe schon immer mal an deinem Ohrläppchen lecken. Die Beziehung zwischen dem Franz und mir ist wirklich eine gute in letzter Zeit. Du musst Aber jetzt... ich muss nicht knabbern. Nein. Ich muss nicht knabbern, Alter. Auf Knäckebrot angelehnt. Ja, wenn wir ein bisschen knabbern. Okay, ich habe eigentlich schon immer mal... Ey, die Laura ist heute wieder auf Servierdüse angelehnt. Seht ihr ihr Outfit? Als würde sie gerade in so einem... Nicht ein 5-Sterne-Restaurant, aber so ein 3-Sterne-Restaurant servieren. Zweiter Versuch. Eigentlich wollte ich dich schon immer mal fragen, ob ich an deinem Ohrläppchen kann. Du schaffst das. Dritter Versuch. Eigentlich, Chat, habe ich euch schon immer mal fragen, ob ich jedem Einzelnen sein Ohrläppchen abschlecken darf. Und zwar mit der Zungenspitze ins Ohr rein. So dass euer Ohrgang schmalzfrei ist. Würdet ihr machen? Ich würde es machen. Ja, ich wollte dich eigentlich schon immer mal fragen, ob ich mal an deinem Ohrläppchen kann knabbern. Weil es ist irgendwie mega attraktiv. Also ich weiss nicht, wenn ich es anschaue, dann macht mich das an. Knabbern. Ey, das ist so peinlich! Das ist die erste Aufgabe. Ja, aber sie hat natürlich den Nati nicht in die Augen reingeschaut. Wenn man das sagt, dann muss man natürlich dem gegenüber, wenn ich euch in die Augen reingeschaut habe, muss sie eigentlich den Nati in die Augen schauen. Gar keinen Bock auf das Video. Okay. Aber Larusch, kannst du mir bitte an Tisch 13 ein Bier bringen? Danke. Okay, es ist ganz easy. Es ist einfach eine Wahrheit. Und zwar, wie alt bist du bei deinem ersten Mal? 18. Wow! Ich bin... Franz, wann war unser erstes Mal? Es müsste mit 8 gewesen sein. Ist nice gewesen. Ist es auch mal eine Wahrheit oder so? Mach eine Story, wo du sagst, dass du einen OnlyFans-Account hast. Ich bin so ein Double! Ich mache jetzt sicher keine Story, wo ich sage, dass ich einen OnlyFans-Account gemacht habe, weil es ist ja bei mir gar kein Geheimnis, dass ich den habe. Ich will nicht wissen, was OnlyFans ist. Ey Chat, sind ihr schon mal auf OnlyFans gewesen? Sag mal ganz ehrlich. Bitte kauf mit dem Geld eine Wasserflasche, um Franz zu gießen. Kuss. Das müsste ich wirklich mal machen, weil ich vergiesse den immer zu gießen. Ich sage jetzt nicht, dass ich auf OnlyFans gewesen bin, aber ich sage auch nicht, dass ich nicht auf OnlyFans gewesen bin. Das nicht gewusst. Ich habe
gar nicht gewusst, sorry. Auf jeden Fall, das ist sozusagen eine Plattform, ähnlich wie Instagram, einfach ab 18, wo es ein bisschen erotische Bilder gibt. Und für das muss man halt zahlen, damit man die anschauen kann. Und Lara tut jetzt... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, und es klingt vielleicht dumm, aber ich finde OnlyFans vom Prinzip her mega gut, weil es zwingt niemand etwas zu machen, aber die Leute, die wollen, die können zahlen. Also eigentlich wirklich mega nicht verwerflich. Instagram offiziell ankündigt, dass sie Schreibt mal in den Kommentaren, wenn ich OnlyFans mache. einen OnlyFans-Account gemacht haben. Aber ich habe eine Frage. Wieso Ja. weißt du, was das ist? Das kann ich, das bin ich. Scheiße, das muss voll ernst sein. Ja. Ich kann schon sagen, dass ich einen OnlyFans-Account erstellt habe, erst gerade, weil irgendwie macht es mir momentan mega Spaß, so ein bisschen erotische Bilder zu machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auf Insta hat es mega viele so kleinere Kinder, sag ich mal, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Darum habe ich einfach gedacht, mache so einen Account. Und es wäre voll cool, wenn wir dort vorbeischauen. Hat mega überzeugend tönt, Digga. Aber ich finde, du bist ja selber nicht mal 18. Also am Schluss, wenn wir es nicht vergessen vom Video, dann sagen wir noch, was so ungefähr die Reaktionen waren. Ich bin so gespannt. Und das waren die Reaktionen. Eieiei, Lara wird Pornostar. Ja, Lara wird Pornostar. Oh shit, gerade 5 Franken zahlen. Muss man zahlen? Okay, ich bin dran. Was ist es? Ist ein kleines Stück. OnlyFans vom Franz, Chat. Würdet ihr feiern? Ich würde es feiern, Digga. Da gibt es Bilder von den Wurzeln. Zwiebeln. Oh Gott, ich bin so froh. Und dort gibt es Bilder, wo der Franz am Blühen ist. Von ganz noch. Das nicht. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass es kommt. Ich glaube, das ist nicht mal Zwiebeln. Ich habe das nicht unten gefunden. Ich weiß auch noch. Dings. Wie heisst Das ist Knoblauch. Egal, das ist noch schlimmer. Schön, dass ich nachher... Zwiebeln essen. Da hast du einen Knoblauch. Clap in den Chat. Oh mein Gott, das ist so scharf. Ey, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn die Nati irgendetwas isst in einem Video, sie nimmt so einen Biss. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nati, wenn du das schaust, wir müssen dich einfach erziehen in diesem Bereich. Wer Zwiebeln und wer Knoblauch nicht gerne hat, ist in meinen Augen so lost wie ein Abonnent von Maelo. So ein Ding ist das. Oh mein Gott, oh, Aua. Ey, es ist ein Knoblauch. Weißt du, ich fühle mich immer wie so eine Pussy an den Videos, wo ich nichts abschlucken kann. Also... Der andere darf der mit Kleberli das Gesicht verziehen. Let's go! Das macht mich glücklich. Gemein. Ich bin so ein Opfer. Wieso darf ich das nicht machen, wenn ich es gezogen habe? Weil du jetzt das gezogen hast, dass der anders bei dir machen darf. Es gibt auch so einen TikTok, Milo-Abonnent lost, Adi-Abonnent Prost. Genau so sieht es aus, Digga. Genau so. Das Lachen war für mich gerade leicht irritierend gewesen. Spinnst du? Was ich gesagt habe, du Idiot. Ich finde, jetzt siehst du endlich mal schön aus. Digga, das Lachen. Das muss ich muss das Lachen rausschneiden für Einspieler in meinen Videos, Digga. Ander darf deinen Arm wachsen. Endlich mal etwas für mich. Aber ja, muss wirklich sagen, Larouche sieht immer noch gleich aus. Boah, ich keine Lust auf die Ich hoffe, es Scheiße. tut dir so weh. So, ich möchte... Oh nee, okay, das würde ich hassen, weil die wissen ja gar nicht. Ja, Boy ist eigentlich ein Aff. Eigentlich bin ich ein Ape. Und wenn man das bei mir macht, dann tut das ordentlich weh. Deine blonden Haare. Digga, das Lachen. Ich komme nicht drauf klar. Ich weiß nicht, ob das ein Psycho-Lachen ist oder so ein Affenlachen. Ja, also ich habe immer weniger Bock auf das Video. Ich habe schon lange aufgegeben. Deine schlechteste Note in deinem Leben bis jetzt? Oh, ich glaube, das ist ein 1,75 oder ein 2er. Aber das war gleichzeitig auch meine beste Note gewesen. Ich weiss gerade nur in der FMS meine schlechteste Note. Ein 3,1. Ein 3,1? Ja. Wieso? Kann ich, das ist voll nicht schlecht. Also... Ich glaube, ich bin noch nie unter den 3er gekommen. Wenn dein Kind 3 heisst und du so Hochdeutscher bist und du hast gerade Nacht gegessen und dann gibt es Glasse zum Dessert, dann kannst du sagen, ey, 3,1. Also, der 3 kommt, 1. Das war ein Witz, den ich gemacht habe. Welches ist dein peinlichste Video, das du auf YouTube veröffentlicht hast?
Eigentlich ist es ganz einfach. Also Der Witz ist so lang im Aufbau, Digga. Aber schon 10 von 10, oder? Ja, 10 von 10. zählt auch, dass ich es nachher wieder abgenommen habe, sozusagen. Weil wenn ja, dann ist es meine 300 Wörter in einer Minute Rap-Challenge. Jetzt kommt's. Du hast die noch nie gesehen. Das zeigst du noch mal. Es hat irgendwie vor 2 Jahren so, hat's mal so eine Challenge gegeben, wo man... Okay, ich muss sagen, meine 300 Wörter Challenge absolut cringe absolut cringe war. Aber ich meine, Props, dass es Nati gemacht hat, das ist schon mal nice. Hey zusammen, Ah, willkommen zu meinem Rap. ja, Wartet bitte nicht, weil das wird ein riesen Crap. das wird ein Crap. Bis Es wird auch ein Krebs. dich rappen, ich bin doch blond. Lieber snappen, Ohne Grund. ohne Grund. Ganz Aber schon mehr der Banger, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, das peinlichste Video, das ich auf YouTube veröffentlicht habe. Aber es ist jetzt nicht mehr online, also ich kann es nicht finden. Würdest du Adi, mach dir mal Locken. Du meinst, ich muss mir Locken machen, um die Frauen anlocken? Ah. One-Night-Stand haben, wenn du keinen Freund hättest? Oh, spannende Frage. Ein One-Night-Stand haben, wenn ich keinen Freund hätte, beziehungsweise bei mir eine Freundin. Ich würde... ich finde jetzt One-Night-Stands grundsätzlich nicht etwas Verwerfliches. Ich finde, wenn man das will machen und wenn es passt, dann kann man das machen. Das ist voll schwierig zu beantworten, aber ich denke, also ich glaube, wenn ich älter wäre, dann maybe. Aber ich glaube jetzt so mit 17 noch nicht. Oh no, ich habe keinen Bock auf das. Okay. Amaelo anonym anrufen und so tun, als wäre man der grösste Fan. Oh mein Gott, es wird so unangenehm, es ist so unangenehm. Du kannst, Chat, ich sage jetzt mal Facts. Mir kann niemand mehr aufs Handy anonym anrufen. Ich weiss schon zu 100%, dass es irgendein YouTuber ist, der gerade wieder irgendein absolut unlustiges Video macht, um mich zu verarschen. Es geht einfach nicht. Ja, hallo? Ja? Hallo? Ja, wer ist da, ja? Ist da der Amaelo? Ist da die Auskunft? Ja, die ist da, ja. Der Mario, der ist so gecheckt. Was? Nee, ich bin ja, oh ja. Wenn sie ihm anruft auf anonym und dann merkt er nach 3 Sekunden, dass es Nati ist, dann wird er sofort merken, dass sie ihn verarscht. Darum hat sie einfach normal anrufen, weil dann hat er gedacht, sie will irgendetwas fragen und dann hat sie es machen. Ich finde deine Videos mega cool und ich kann das einfach mal sagen. Ich kann Insta geschrieben, aber du hast nicht zurückgeschrieben. Ah ja, scheiße, ja, sorry. Der Mario nimmt sie so hops. Hä, hast du gecheckt, dass ich's bin? Digga, sie hat normal geredet. Nein, jetzt hat die nicht gecheckt, nein. Oh Mann! Ich hab gesagt, mit Check! Was steht bei mir auf dem Handy? Fuck! Nein! Wieso steht das auf deinem Handy? Das steht bei mir, wisst ihr wieso? Oh Mann! Also, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ah lol, stimmt. Ey, sie hat mir auch angerufen und bei mir ist auch der Name von ihren Eltern gestanden und ich habe gar nicht abgenommen. Einfach abgehoben, Digga, einfach gar nicht abgenommen. Tschüss! So dumm! Es steht für das Home-Telefon, es steht der Name von meinen Eltern. Okay, richtiger Fail, es hat absolut nicht geklappt. Scheiß Home-Telefon. Aber naja, ich hätte den Mut dazu gehabt. Hast du schon mal ein Video vom anderen cringe gefunden? Wenn ja, welches? Also ich... Ja, also safe. Also ich habe schon ein Video von der Nati cringe gefunden, ich habe schon ein Nati von der LaRouche. Ein Video von der LaRouche cringe gefunden und ich habe schon Videos von mir übel cringe gefunden. Also ich glaube, jedes Video hat immer so ein bisschen cringe drin. Ich will nicht sagen das ganze Video, aber es gibt sicher immer wieder mal so kleine Parts, wo man so denkt, so, nein, hast du gerade nicht gemacht. Ja, die LaRouche bringt es einfach auf den Punkt. Wie zum Beispiel vor 2 Wochen, ich blamiere mich vor der Kamera, anderes Level unangenehm. Ja. Wo du dann, was ist das, Mozzarella-Stick oder so? Das ist schon recht cringe. Ja, das ist wirklich cringe. Oder Corona Halloween war ab und zu ein bisschen cringe gewesen. Ja, das ist ganz das Einzige. Aber bin ich voll die gleiche Meinung von dem her. Ja. Schon mal was mit einem anderen YouTuber gehabt? Du willst Logistik lernen? Oh, Werbung, nice. Ob ich schon mal etwas mit einem anderen YouTuber gehabt habe? Da kann ich stolz sagen, nein. Also wirklich nein. Also an alle, die jetzt denken, ja, nein. Einfach nein. Einfach nein. Ja. Nati? Wieso ist das nicht zwischen uns gewesen? Nenn 2 Eigenschaften, die dir bei einem Sexpartner wichtig sind. Das
Also erstens die Existenz und zweitens Flexibilität, sage ich jetzt einmal. Also körperliche Flexibilität. Dass er super, also gepflegt ist. Dass er älter ist. Ah, pflegt? Nee. Also ich finde das Ungeduscht immer am nicesten. Ist ja küsch. So ein Opi wäre schon geil, oder? So ein Sugar Daddy würde mir nicht nice sein. Wir kommen zu der letzten Frage. Es wird Endlich! spannend. Wechsle das Kleidungsstück. Was wechselst du? Was gibst du mir? Ich glaube, ich gebe mir eine Jacke. Ich sehe so. Wie was? Ein Kind. Oh, hast du das gehört? Warte. Ja, Nati, nices Video gesehen. Ich habe es auch cool gefunden und vor allem auch das Video habe ich nice gefunden. My heart just got stuck between